ich kann er. Schön, dass er da sieht. Ich freue mich auf als nächste Geschichte. Haut, also, ein Märchen, das aus Frankreich kommt. Und zwar ist ein Buch, das heißt Les Histoires de ma tante Lucille. Und da habe ich eine Geschichte über ein kleines Kaninchen gefunden. Ich mal aber loslegen. Du mal als Leerschlappen und Flopsi und Mopsi sind dabei. Geht dich gut, Haut? Und du auch? Okay. Schnapp dich ein Kissen, hol er Schmusendecken, denk du nach das Witze trinken. Ich und Haut andere mit Kräutertee dabei. Na mal gut gesund bleiben. Und da können wir geschwind loslegen. Mir war das Wichtigste? Genau, wir müssen also überspitzen. Und dafür machen wir einen Fanger an die Luft, und den anderen Fanger an die Luft, und das spitzt mal gut. Los, immer dran. Also, Geschichte. Und der heißt Jeannot. Et war einmal ein lief klein Kaninchen, die Jeannot geheescht huet. Hien huet ganz gern dat frischt grint Gras an der Wies geknabbert. Eines Tages durcht hin awer: „Ech scho Lust op ein Abenteuer." An hien huet sech op de Weg gemacht. Ënnerwee ass hien engem Heeschat begéint. „Moie Kaninchen, a wo gehst du dann hin?" huet den Heeschat hier gefrot. „Näherens, Monsieur. Ich genießen einfach Frühjahrsluft", hat der Jeannot geantwortet. „Willst du ein gut Mut?" „Oh, ein Mut, ja, gern", sagt der Jeannot. „Ma dann hol da se aus mengem Sarg raus", sagt den Heeschat. An de Jeannot ist an den Sarg gehoppelt, und sobald Kaninchen am Sarg war, hat den Heeschat den Sarg zugestreckt. Und de Jeannot war angefangen. Den allen Heeschat hat sich gefreut. „Ha, geschwunder se dausteren. Ich fanne bestimmt den, dem mir das kleine Kaninchen aufkieft." Durch Tien. Hanna denger Keier hat den alten Mann in Haus gesehen. In hat unter dir geklappt. An eng Bauere Frau hat ihm abgemacht. „Gute Mittag, Monsieur", sagt sie. „Was kann ich für euch machen?" „Ich und hei ein wunderschön Kaninchen. Wollt ihr den nicht kaufen?" „Was man nicht damit so etwas?" hat Bauere Frau ihm geantwortet. „Ah, die hat doch bestimmt die Kündchen, was sich auf Ostern über den Kaninchen ging freuen, ne?" hat den Heeschat gemeint. „Ja, vielleicht", sagt die Frau. „Ah, da je alt. Hei ist die so für den Kaninchen." „Vielmals merci, Madame", sagt den allen an hier nach seiner Weg gegangen. Bauerfrau hat Kaninchen an den Stall gesagt. Am Stall war auch ein Hund. Paulette wird das geheischt. Paulette sucht schon 14 Tage auf seinem Nacht. Bauerfrau hat ihm ein Dosen Ährer sein Nacht gelöscht. „Hey, lauscht da, Paulette. Ich hätte für Ostern gerne Jippelcher für mein Mädchen." Und Paulette, was Menschenspruch konnte verstehen und noch schwätzen, hat der Bauerfrau geantwortet: „Ich mache mein Bestmögliches." Paulette hat da an nur der gewirmt mit seinen Plummen, und er schüsst heins do an der Nucht aufgeklommen für pur Kehren zu scheren und zu picken. Hat sich schön gewundert, für ein Kaninchen am Stall zu sehen. „Und wie kriegst du denn heute so?" hat er gefragt. „Ich, Jeannot." „Jeannot? Ah, von dir habe ich schon viel hören, das Adisch", sagt Paulette. „Es freut mich, dich kennenzulernen, Jeannot. Mir lauscht da. Wie wat? Bist du da so traurig?" „Ich vermisse meine Mama", hat der Jeannot gekrascht.
Wo ist sie dann, ding Mama? Mit der Handen, weit vor dem Bohr vom Busch an ihrem Stall, hat der Jean geantwortet. Ich war just kurz spazieren, wie mich in allen Häschen gefangen geholt hat. Oh, was geschieht dann mit mir? Das weiß ich nicht, Jean. Me, ich kann das sagen. Du bist auf einem guten Haft gelandet. Oh, wie nicht es mir leid, hat der Jean geklot. Hei, knapper mal das Saluteblatt hei, da geht das besser, hat Paulatin geantwortet. Endlich war es Ostersonden. Es war ein wunderschöner Frühjahrstag. An dem blauen Himmel war kein einziges Wolke zu sehen. Nur der Mass als Bauer Frau an den Stall gegangen, für den Jano an die 12 kleinen Jippetscher sichern zu gehen, für ihrem Mädchen dem Therese zu schenken. Hi Tracy, ich habe für dich. Das Hi aus der Jano. Pass gut auf ihn auf. Therese hat den Jano an den Arm geholt. Oh, das ist so schön. Oh, so musig. Kurz darauf hat ein warm Tränen auf seinem Arm gespürt. Oh je, was ist das dann? Hat der Jano gefragt. Ich will meine Mama gesehen, hat er gekrascht. Aber wo ist die Mama dann? Hat Therese gefragt. Man nicht weit von heu. Sie ist aus dem Busch. Man kannst du den Weg dafür hin, ne? Ja, den kann ich nicht, hat der Jean geantwortet. Aber da weiß mir den Weg, so Tracy. Und ich will nicht, dass du auf Ostern traurig bist. Therese ist mit Jean zurück bei seiner Mama getrippelt. Aber wie die Mama den Jean herumgesehen hat sie von Freude gekrascht. Oh, was sie nicht froh, dich herumzusehen, liebe Jean. Ich hätte dich für immer verloren, sagt die Mama. Sie hat sich bei Therese gedreht und dankbar gesagt, merci, du lebst kaum, dass du mir mein Jean zurückgebracht hast. Was kann ich da dann nicht mehr gehen? Hat sie hart überlegt. Auf einmal hat sie von weitem die Königin von all den Kaningerschen gesehen kommen. Sie war mit einem ganzen Kortege von deren wie Hosen, Kaffeeschützer, Wildkatzen und Elefanten. Stell dich mal vor, Kanner. Die Königin hat mitgekriegt, dass Tracy de Jano heim bei seiner Mama gebracht hat. Sie war gekommen, für Tracy zu belohnen. Wie der Königin hier deren Tracy gesehen und haben sie angefangen zu singen. Dem Tracy Narren, trullala, 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 dem Tracy Narren, trullala, trullala. Die Königin hat dem Tracy eine riesige Kuh voller färgischer Eier aus Schokoladeier geschenkt, mit einem wunderschönen blauen Putsch drauf. Es war die schönste Osterkuh, den Tracy je gesehen hat. Oh, Madame Königin, vielmals merci für die wunderschöne Kado, hat Therese voller Freude gerufen. Und ich so dir auch merci, Tracy, dass du mich zurück bei meiner Mama gebracht hast, hat der kleine Jean mit Freude gesagt. Oh, was war da dein Leifgeschichte? An der Tracy, was das da die gut kann. Ich hoffe, du hast den Jano auch zurück bei seiner Mama gebracht. War das nicht schön, wenn ich fort von der Mama ausgedu? Nee. Oh, das ist aber gut für so eine Geschichte zu hören. Die ist ja ein Tee auch geschmeckt. Da bin ich froh. Oder vielleicht hat er ja ein Schoki oder so sich etwas. Hey, überhaupt, wisst ihr, von welchem Namen Tracy aufstand? Tut vielleicht noch ein Bomi oder Mama hat eine Mama oder Bomi, die so geheischt hat. Aber zu der hören wir den Namen nicht mehr viel. Das sind alle letztebäische Namen, die aber von einem französischen Namen kennt. Fragt mal doch immer. Vielleicht fand er ja raus, was der richtige französische Name ist für uns Tracy.
Ma ja, das ist nicht Jenny, für nur lauschen, noch für nur gucken. Vielleicht sehen wir uns ja einander kehren. Ich will, wenn ihr auch wollt. Adi, hab ich's geschwunden. See you later, Alligator.